Guten Morgen, liebes ICF Basel, aus dem Livestream, live hier aus unserer Halle. Hey, so schön hast du eingeschaltet. Heute Morgen, mega cool, bist du online dabei bei unserem 25-jährigen Jubiläum. Es läuft schon mega viel auf unserem Areal, es sind schon mega viele Leute hier. Wir haben uns ganz viele Stände aufgebaut und haben heute eine ganz besondere Celebration, wo wir unseren Lead Pastor, der Ralf Dörpfeld, werden in seine Pension verabschieden und unsere neue Leitung werden einsetzen mit dem Matthias Saladin und mit dem Dani Lipp. Ich nehme euch mal ein bisschen mit, um ein bisschen schauen, was es so gibt. Vielleicht bist du jetzt daheim und denkst, jo, hey, heute Morgen hat es mir nicht gelangt, aber heute Nachmittag habe ich vielleicht noch Lust zum Kommen. Du bist herzlich willkommen, hier ins ICF Basel zu kommen, aufs Areal. Wir haben viel, was du kannst erleben kannst. Wir haben viele Leute, die hier sind heute Morgen und die auch ein paar Specials machen für dich. Es gibt Foodstände, es gibt Essenstände, es gibt Challenges, alles, was das Herz begehrt. Und jetzt gehen wir gerade mal schon ganz kurz raus, um mal schauen, wie das auf dem Areal aussieht. Kommen wir noch mit? Let's go! Also ich merke, das ist schon schwierig, sich hier durch die Leute durchzuwühlen. Es ist ein bisschen voller als sonst. Was erwarten wir anders? Es ist auch noch Pfingsten. Und da kommen die Leute natürlich in Scharen. Das ist unser Festareal. Wir gehen noch mal ein bisschen aus dem Pulk raus. Und ihr seht schon, am Morgen früh geht es so los mit Kaffee, mit Gespräch, mit Gipfeli, mit guter Gemeinschaft miteinander. Mega cool. Hey, und wenn wir hier uns umdrehen und wieder mal richtig halten, ich suche mal ein, zwei Leute raus, die mal bereit sind, so ein bisschen vor der Kamera stehen und mal sagen, warum sie heute Morgen da sind. Ah, schau mal, ich habe schon die ersten gefunden, die mega Lust haben. Ah, ich habe den Mats da. Hey, schau mal an, Matthias. Hey, ciao zusammen. So gut. Hey, Mats, freust du dich auf die Celebration? Gespannt wie ein Flitzebogen, genau. Sehr gut. Hey, etwas, was du uns willst mitgeben, etwas, was dein Herz glücklich macht, wenn du da bist und das siehst, was so alles passiert heute Morgen. Ja, also wirklich, das, was mir am meisten glücklich macht, ist, wenn ich rumschaue und die vielen tollen Leute sehe. Ich sage immer, die Dichte, die Armhöhe von Leuten, die toll sind. Also die Anzahl Leute pro Quadratmeter, die einfach super sind, ist einfach gewaltig. Wirklich. Ja, ich liebe unsere Church. Wegen dem unter anderem. Mega nice, mega nice. Die Gemeinschaft ist wirklich jetzt schon mega on fire und voll am Abgehen. Ich habe eine kleine Frage an dich, Mats. Bist du eigentlich ein bisschen nervöser als sonst? Ja, ein bisschen, obwohl ich eigentlich nicht so viel zu tun habe. Aber fühlst du dich wohl? Ich fühle mich wohl, ja. Super. Super. Hey, wir lassen dich mal, dass du dich noch ein bisschen vorbereiten kannst. Ich sehe dich nachher auf der Bühne wieder. Mega nice. Danke, Mats. Hey, und wir haben ganz viele andere Leute. Schau mal, da haben wir ein ganzes Youth-Team hier am Start, das hier ist. Hey, Ronja, Nadia, ciao zusammen, guten Morgen. Schön, dass ihr da. Alles klar bei euch, läuft's? Ja, doch. Hey, ich habe euch in den letzten Tagen immer wieder gesehen, hier umeinander säckeln und so und Zeugs machen. Was läuft heute alles und wo habt ihr eure Finger so im Spiel gehabt? Hey, wir sind überall bei den Kids Activities. Das heisst, die Kids können ganze Sachen machen. Pancakes selber machen. Sie bekommen Zuckerwatte. Wir haben eine Kurbelbahn für die ganz kleinen Kinder. Wir haben eine Klebeli-Challenge und ganz viele Sachen, wo sie sich einfach den ganzen Tag durch beschäftigen können und einfach mit uns unterwegs sein. Und wir freuen uns auf alle Kids, die kommen. So gut. Hey, Nadia, und heute oben geht es ja noch weiter. Was läuft jetzt oben? Hey, heute oben gibt es eine recht fette Party. Wir haben zwei mega coole DJs bei uns. Und ja, es gibt auch eine Bar. Das ist dort, wo ich dann eigentlich so ein bisschen aktiv werde. Genau, mit ganz vielen coolen Drinks. Und ja, es gibt eine fette Stimmung hier oben, coole Musik. Einfach zum nochmal Gott zusammen preisen, aber auch einfach eine richtig fette Party haben, weil immerhin werden wir 25. Immerhin werden wir schon 25, oder? Man ist schon erwachsen. Hey, so gut. Danke vielmals für euren mega Einsatz. Das ist einfach so krass. Es sind so viele Leute hier unterwegs und haben Sachen gemacht. Unser Vision Huddle ist, glaube ich, so groß gewesen wie noch nie. Weil so viele Leute ihren Einsatz geben und sagen, hey, schau, für diesen Tag geben wir alles und machen eine mega fette Party. Und denke daran, wir feiern nicht uns selber in dem Moment, sondern wir feiern, was Jesus gemacht hat die letzten 25 Jahre. Und das ist ein großer Tag zum Feiern und zum Zurückschauen auf das Ganze. Danke euch vielmals, was ihr alles macht. So gut. Wir gehen mal in die Halle rein und mal schauen, was da innen läuft. Weil ich habe das Gefühl, bald, wenn ich so auf meine Uhr schaue, bald geht es los. Wir haben unseren 3 Minuten Countdown, wo nachher der Intro-Clip losgeht. Und ich sage euch, im Intro-Clip hat es schon mal ein paar spannende Sachen, die ihr unbedingt sehen müsst. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen ausgegraben aus den letzten 25 Jahren. Und die Leute, die schon lange dabei sind oder die die ganzen 25 Jahre auch schon miterlebt haben, sind ebenfalls da. Ich schaue gerade mal jemanden an, der hier ein bisschen länger schon am Start ist.
Schau jetzt hier. Jemand von denen, die wir noch schnell züpfen können, ist der Raffi. He? Den kennen wir doch noch. Schaut mal an. Jetzt müssen wir ganz fies aus einem Gespräch rausholen. Raffi, guten Morgen. Hey, schau mal. Ich habe dich schnell in unseren Livestream reingeholt. Und gut, dass ihr auch gerade da steht. Ja, schau mal an. Ich habe einfach gerade gesagt, ja, vielleicht finden wir jemanden, der schon seit 25 Jahren in dieser Kirche drin ist. Jemand, der es gegründet hat. So gut, so gut. Ich bin hier rein geboren. Ich bin sozusagen vor 25 Jahren das erste ICF-Baby gewesen. Nein. Genau, oder? Das ist genau so. Nein, ja, das stimmt. Das ist es. Mega cool. Hey, Christine, wenn du ganz schnell, spontan, ein Highlight, das du in den letzten 25 Jahren erlebt hast in dieser Kirche, was würdest du sagen? Du kannst das auch schon überlegen. Highlight? Hey, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Highlight nach dem anderen. Ich kann es dir im Fall nicht sagen. Aber, nein, ich weiß es. Ja, das ist super, das ist super. Das ist mega toll, wenn dir 25 Jahre... Kommt es mir dann noch in den Sinn, dann komme ich es dir noch mal sagen. Sehr gut, sehr gut. Raffi, hast du etwas Besonderes? Ja, der gleiche Highlight wie Christine. Eigentlich Sonntag für Sonntag ist der Highlight. Ich glaube, darum sind wir auch schon so lange in der Kirche. Es geht nicht darum, oh, es ist einmal etwas mega Tolles passiert und das wird es nie mehr geben, leider. Aber wegen dem bin ich dabei. Das war eigentlich fast schade. Und eigentlich Sonntag für Sonntag die Gemeinschaft hier, die Leute auch während der Woche, die Gruppen und so weiter. Also das ist der Highlight, dass es einfach nicht aufhört und dass es immer wieder neue Highlights gibt. Yes. Come on, so gut. Danke euch viel mal. Hey, ganz schöne Celebration. Ciao zusammen. Hey, das ist genau das, was für unser Herz schlägt. Wir feiern zwar heute 25 Jahre, aber wir schauen auch in die Zukunft. Weil die 25 Jahre heisst nicht, dass irgendwann etwas fertig ist, sondern Jesus schreibt seine Geschichte in dieser Stadt Sonntag für Sonntag, Tag für Tag und erreicht Menschen in dieser Stadt, die noch nie etwas von ihm gehört haben oder die ihn schon lange nicht mehr gehört haben. So, und mit diesen Worten verabschiede ich euch aus unserem mobilen Online-Studio. Vielleicht sehen wir uns später nochmal und wünsche euch eine mega coole Celebration. So schön sind ihr online dabei. Lasst euch bewegen von dem, was passiert. Singt mit und seid mit dabei. 25 Jahre ICF Basel, Pfingsten 2024. Let's go! It's about time for a revolution, a love revolution, a church revolution, a gospel revolution. And that's why there is ICF Basel! It's a gospel movement. Hey, in diesem Jahr da bin ich von Zürich auf Basel gekommen und habe alles zurückgelassen, um das Abenteuer ICF anzufangen, das sich sehr gelohnt hat. Als einer von den 3 Gründungsmitglieder
ICF Lörrach und leite hier mit meinem Partner das Worship Ministry. Wo der Mats den Eindruck hatte, wir sollen in die Turnhalle gehen und ich habe gedacht, oh nein, die ganze Technik schleppen. Und ja, die Halle, ist, als ich hinter dem Pult gestanden bin, ist voll und voll geworden und wir haben nicht gewusst, wohin fast mit den Leuten. Das war irgendwie einfach Hammer. 2016 durfte ich ins ICF Lörrach kommen und konnte durch viele Gespräche Jesus kennenlernen und habe mein Leben ihm neu übergeben und mich dann taufen lassen. Und seitdem ist mein Leben komplett verändert und ich kann wirklich mit Jesus mein Leben auf eine ganz neue Art und Weise leben. Ich durfte im Snowcamp das Zungengebet lernen. In diesem Jahr habe ich in einer richtig schweren Zeit im NextGen Freunde finden, die für mich zu einer Familie geworden sind. Ich habe im NextGen vom ICF Basel erlebt, wie Gott heute noch wirkt und auch die große Vision und Hoffnung, dass wir Wunder, Befreiungen, Prophezeiungen hier in der Schweiz erleben, die die Welt verändern. Wir haben den Jaron im ICF segnen lassen, weil das unsere Familie ist und hoffen, dass es auch im Jaron seine Familie wird. Im 2018 sind wir hier im ICF und wir haben gefunden, wir bieten eine Small Group an für Leute, die neu in die Kirche kommen, damit wir für sie auch die Kirche hier weiterbauen können. Also wir sind von Italien hier in der Schweiz gekommen, wir haben hier in der Schweiz eine Kirche gefunden und wir sind jetzt seit 2019 hier in der ICF-Kirche und wir fühlen uns so daheim. Unser 2020 war ja alles von Corona geprägt und das ist das Jahr, als ich hier angekommen bin. Ich habe eine relativ lange Online-Tournee gemacht durch andere Kirchen und bin im Endeffekt hier im ICF Basel gelandet und bin bis heute da und es ist wirklich meine Familie, mein Zuhause und ich bin mega glücklich. 2021 habe ich im ICF meine neue Kirche gefunden. Anfang des Jahres bin ich ins Technikteam eingestiegen, was mir mega Freude gemacht hat. Und im September bin ich dann ins Youth College noch eingestiegen, was ich heute immer noch mache. Und ich habe mega Freude daran, einfach in dieser Kirche zu dienen. Ich bin mit meiner Familie im 22 in ICF gekommen und habe später nach einer Möglichkeit gesucht für Leute in meinem Umfeld für einen Alpha-Kurs und es hat keinen gegeben. Dann hat der ICF mich da reingeschmissen und ich finde es super und es ist eine tolle Sache, der Alpha Life, den ich leiten kann. Hey, wir sind Bindens und unser Highlight im 2023 im ICF mit dem ICF ist, dass im Herbstcamp sich unser Sohn hat taufen lassen. Im 2024 haben wir unsere ganze Jugendarbeit im ICF umstellen und wir haben einfach gemerkt, wie das neue Schwung und neue Fahrt aufgenommen hat und wir sind mega dankbar für das. Es ist mega cool. Ganz herzlich willkommen heute hier im ICF zum 25-jährigen Jubiläum vom ICF Basel. Und heute ist eine Leiterschaftsübergabe. Toll, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, das mit uns heute hier zu feiern. Ich soll euch sagen, ihr müsst ein bisschen näher rankommen. Hinten stehen noch etliche Leute, noch draußen. Ihr müsst ein bisschen näher zusammenrücken. Einfach mehr Nähe, ist warm, aber ist halt so wie es ist. Hey, wir feiern heute dieses Jubiläum. Und wenn du online dabei bist, herzlich willkommen, dass du wieder eingeschaltet hast.
mit heute diesen Tag hier feierst. Heute kommen Menschen aus ganz verschiedenen Hintergründen hier zusammen. Und wir feiern heute unseren Gründer von dieser Kirche, Jesus Christus. Das steht ganz am Anfang. Und dazu lade ich euch ein, wir werden 2 Lieder miteinander singen, gesunde Gebete. Und ich glaube, das eint uns heute, da den Dank wieder zurückzugeben an dem, der angefangen hat, an Jesus Christus. Together, strangers, neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, of kingdom come. Come on. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where our help comes from. Lass uns diese nächsten Zeilen als eine Church proklamieren. Swing wide. Swing wide. Want your heavens. Let the praise go up. Come on. Everything with breath, repeat the sound. All his children. His name is Jesus. Come on, lass uns zusammen singen. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up as the walls come down. All creation, everything with breath, repeat the sound. All his children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Swing wide, swing wide. Swing wide, all you heavens. Let the praise go up.
Christus, wir danken dir ganz explizit, dass du immer wieder den Weg gebahnt hast, nicht nur als Kirche, sondern als Einzelmenschen auch. Danke, dass du mit uns warst, bei uns bist und mit uns sein wirst. Wir loben deinen Namen und möchten dich ehren für alles, was du getan hast und dabei bist auch heute hier wieder zu tun. Danke für deine Gegenwart hier. Amen. 25 Jahre ICF Basel und das Erste, was mir zu dem Tag eingefallen ist, und da möchte ich ganz am Anfang hin nochmals explizit sagen, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber dem Baumeister, der die Kirche gebaut hat, Jesus Christus. Unser Vater im Himmel. Leute, wir geben gleich Gott einen fetten Applaus, fetter als jetzt. Wirklich, Gott ist immer treu gewesen. Hat viel Humor bewiesen, mit uns Kirche zu bauen. Hat einen langen Atem und sicherlich ein Abenteurergott, der das wagt, mit uns als Menschen so einen Weg zu gehen. Und deswegen alle Ehre an dem Tag gilt wirklich unserem Baumeister, Jesus Christus. Und jetzt geben wir einen fetten Applaus. Woo! Das Zweite, was mir eingefallen ist, wenn ich an den Tag gedacht habe in Vorbereitung, ich möchte euch als Volunteers Danke sagen. Hunderte, buchstäblich Hunderte für Volunteers sind Woche für Woche seit 25 Jahren im ICF im Einsatz, in Small Groups, in allen möglichen Bereichen, vom Diakonie bis hier auf der Bühne. Hunderte für Hunderte, in Basel, in Baseland, in Lörrach. Das ist sowas Außergewöhnliches, dass ihr eure Kraft, Energie, Zeit und Finanzen in diese Kirche so treu hineingegeben habt. Ich möchte euch von Herzen danken dafür. Das ist großartig, wirklich großartig. 1999, da ging es los. Und der erste Flyer hieß denn ICF, es geht los. Dieses fantastische Ding, wo kreiert worden ist. ICF, es geht los. Unglaublich. Und ihr seht diese fantastischen Flyer. Der mit der Banane, fantastisch. Dass überhaupt Leute gekommen sind, das ist ein Wunder. Kann man nur so sagen. Leute, in den 25 Jahren haben so viele Volunteers hier immer wieder wirklich Gas gegeben, ihre Gaben entdeckt. Ich bin so froh für den Grafiker mit der Banane, dass der seine Gaben noch mehr entdeckt hat und heute unser Finanzchef ist. Der ist seit Anfang an ist er dabei. Wie etliche von euch sind seit Anfang an dabei und haben einen langen Atem bewiesen. Treu zu stehen, durchzuhalten, Krisenzeiten, schöne Zeiten, miteinander alles überzugeben und zu sagen, wir möchten diesen Jesus bekannt machen. Dieses Multimedia-Gospel-Movement, ICF Basel. Schön, dass es entstanden ist. Hey, und ich möchte mich persönlich auch bei euch bedanken für all die Jahre, wo ich hier Leiter war. Für die Jahre, wo ihr mich, auch meine Frau Irene, getragen habt. Hinter uns gestanden habt. Und wirklich, ihr habt mir leicht gemacht. Ich habe mich nie irgendwie verstellen müssen. Irgendwie der geile Pastor raushängen müssen. Nein, ich bin älter, so ist es. Nein, ihr habt mir es wirklich leicht gemacht, zu mir selbst zu stehen und das, was ich kann, wirklich auszuleben. Danke, dass ihr uns getragen habt, auch in den schwierigen Zeiten, wo es gesundheitlich nicht gut ging. Fand ich immer, das ist ein Ort, wo ich trotzdem gerne hingehe. Ich muss nicht immer der Fitte sein. Wir müssen nicht immer die Fitten sein. Die Kirche hat das möglich gemacht, das halte ich so hoch. Dass ihr so eine Kirche seid, die das mitträgt. Und danke, dass ihr mir ertragen habt. Ja, ich bin eine Deutsche, ich weiß. Ich habe mir immer viel Mühe gegeben, aber ab und an ist halt einfach scheiße, ist halt so. Und ja, ihr habt mich ertragen und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mich nicht nur ausgehalten habt, sondern dahinter gestanden habt und so die Kirche mitgestaltet habt. Das finde ich großartig und deswegen mein ganz großer Dank an all diese Volunteer. Wir sind eine Volunteer-Kirche. Wir leben nicht von den Exklusiven, von den Angestellten, von den Volunteers leben. Und das seid ihr. Und das ist großartig. Ich habe gebeten darum, dass ich heute an dem Tag noch 10 Minuten mal sagen darf. Maximal jetzt. Ich habe jetzt, das stimmt aber nicht mit 4 Minuten jetzt da hinten. Das wird schief gelaufen, das stimmt nicht.
Weil ich möchte wirklich am Schluss von meiner Tätigkeit als angestellter Pastor hier für die Zukunft auch im ICF mitbleiben dabei. Aber ich möchte was weitergeben, was mir wirklich noch im Herz liegt. Nicht in dem Sinn, was ich schon immer mal sagen wollte, sondern in dem Sinn, das möchte ich euch noch sagen. So zum Schluss. Und der erste Punkt ist, wenn wir uns zurückschauen heute, 25 Jahre, und ihr seht auf dem Areal ganz viele Sachen, wo ihr entdecken werdet über die 25 Jahre. Wir werden im Laufe vom Tag noch viele Bilder sehen. Hey, dann ist es schön, dass wir uns erinnern. Das ist wichtig, weil das produziert Dankbarkeit. Es ist wichtig, sich zu erinnern und zu sagen, hey, wo kommen wir her? Was haben wir alles gemacht? Aber es ist genauso wichtig und vielleicht noch wichtiger zu sagen, was hat das alles ausgemacht? Wie ist das Ganze so entstanden? Wie konnte das sein? Nun ist es nicht von ungefähr, dass wir an Pfingsten dieses Fest feiern. Weil Pfingsten ist die Geburtsstunde von der Kirche. Der Geist Gottes kam auf alle. Alle waren auf einmal begabt und befähigt. Und als Zeichen von dem Pfingsten damals, hey, kam ein Feuer auf die Menschen. Als Symbol. Und Leute sprachen auf einmal in neuen Sprachen. Und es war eine Jesusbewegung, die rausging, mitten in der Welt. Und das Feuer wurde weitergetragen. Es wurde weitergetragen in alle Länder. Bis hier nach Basel ist es getragen worden. Es waren Leute, die von Zürich hier hingezogen sind und gesagt haben, sie glauben daran, dass hier eine Kirche, ein ICF entstehen soll. Da brannte was in denen. Leute, und das müssen wir hochhalten. Und das gilt auch für die Zukunft. Haltet das Feuer brennend. Look, wir möchten das Feuer weitergeben, nicht einfach Kohlestücke der Erinnerung oder Asche der Erinnerung, sondern das Feuer vom Heiligen Geist, das möchten wir weitergeben. In der nächsten Generation, für die nächsten 25 Jahre, bis das Jesus wiederkommt, hoffentlich. Ein Feuer, wo brennt, Leute, und das achtet drauf. Look, achtet darauf, dass ihr selbst brennen bleibt. Habt genügend Öl in euren Lampen, auch für die schlechten Tage. Die kommen, das wissen wir alle. Aber wir wollen das Feuer weitergeben, Leute. Und das fühlen wir angestanden. Und man kann nur irgendwas entzünden, wenn man selbst brennt. Denkt daran. Und das möchte ich euch noch mitgeben. Schaut dafür, dass er brennt. Was Zweites. Im Neuen Testament tut der Apostel Paulus sehr vielen Kirchen immer wieder ihnen quasi sehr ernst zusprechen und sagen, look, Leute, schaut dafür, dass ihr ein gutes Fundament habt. Ein tiefes Fundament. Wirklich ein fettes Fundament. Schaut, dass ihr gute Fundamente habt. Tiefe Fundamente im Glauben. Tief, breite Fundamente. Vor einiger Zeit war hier der Rabbiner Moshe Baumel bei uns zu Gast. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Und habe ihn gefragt in dem Interview, Moshe, wie macht ihr denn so Theologisieren? Wie macht man das als Rabbiner? Wie war dein Studium? Und er erzählte davon, das ganze Studium hat er nur zu zweit. Sie haben immer zu zweit studiert, immer im Gespräch bleiben, immer diskutieren mit anderen, die es vielleicht noch anders sehen. Immer im Gespräch bleiben. ICF Basel, Basel-Land und Lörrach. Schaut dafür, dass ihr tiefe, gute Fundamente habt. Und gute Fundamente entstehen, indem wir uns mit der Bibel auseinandersetzen. Im Gespräch bleiben mit anderen, die es vielleicht noch anders sehen. Und diskutieren darüber, was will uns Gott heute hier sagen? Was heißt das heute hier für uns? Lob für solche Fundamente. Und da können wir, glaube ich, gut drauf aufbauen. Lobt nicht nur für eure Bubble mit Diskussionen. Wir müssen immer wieder den Mut haben, über die Bubble darüber hinaus zu denken und zu diskutieren. Und Jesus ist unser Vorbild, Leute. Jesus hat immer wieder Grenzen überschritten und ist in eine andere Bubble hineingetreten. Und war dabei kompromisslos. Kehrt um, folgt mir nach. Warum brauchen wir tiefe Fundamente? Damit wir weite und große Brücken bauen können, Leute. Wir bauen Brücken und keine Türme. ICF Basel baut Brücken in eine andere Bubble hinein. Baut Brücken zu Menschen, die heute noch gar nicht hier sind. Für das sind wir angetreten als Kirche. Geht nicht darum, dass wir einen großen Turm bauen, der geil aussieht. Nein, wir wollen Brücken zu denen bauen, die noch nicht im Reich sind. Zu denen, die anders denken, die anders glauben. Und nehmt Jesus das Vorbild. Feuer und Fundamente. Noch was Letztes. Beide Wörter fangen ja mit F an. Feuer, Fundamente. In der Vorbereitung dachte ich, ja, wäre noch geil, wenn das dritte Wort auch irgendwie mit F anfangen könnte. Was ist das dritte Wort? Feuer, Fundamente? Freude. Was? Ihr kommt nie drauf.
Friedhof. Okay, hat ja keiner auf dem Schirm. Der Friedhof Hörnli ist der größte Friedhof in der Schweiz. Absolut größte Friedhof. Meine Frau und ich, wir gehen regelmäßig dort spazieren. Gerade gestern Abend sind wir nochmal spazieren gegangen. Nicht, weil wir morbide sind oder uns schon ein Grab ausgesucht haben, nein. Aber es ist wunderschön dort. Man kann Rehe beobachten zum Beispiel. Man hat eine fantastische Aussicht auf Basel. Und wir lieben das. Wir lieben das wirklich, dahin zu gehen. Und deswegen gehen wir immer öfters dahin. Jede Urne, die auf dem Friedhof Hörnli beigesetzt wird, kriegt so eine Art Plakette. Da steht dein Name drauf, Sterbedatum und die Registrierungsnummer. Zur Ehre von dem Tag habe ich wirklich so ein Schild bekommen. Nicht prophetisch, weil ich heute abnippel, also ich hoffe es mal nicht. Aber sie haben mir so ein Schild gemacht. Ralf Dörpfeld, 2024. Warum erzähle ich euch das? Das dritte F, Friedhof. Wie gesagt, ich habe keine schlechte ärztliche Diagnose bekommen, meine Frau auch nicht. Wir sind nicht morbide drauf, gar nichts. Aber ich habe einen Wunsch. Die haben mich mit meiner Frau besprochen nochmal. Ich habe einen Wunsch, dass wenn eines Tages ich wirklich über den Jordan gehe, wie wir alle irgendwann gehen müssen, dann habe ich gewünscht, dass meine Abdankung vom ICF Basel gemacht wird. Look, und der Grund dafür ist eine Frage, die ich ganz am Anfang, wie ich im ICF Basel hingekommen bin, damals gestellt habe, ziemlich Anfangsmonaten, ja. Damals Manuel Schmidt, wo ist er? Irgendwo rum. Ich habe es damals gestellt und ein paar anderen auch gestellt. Die Frage, kann man im ICF alt werden? Oder muss man immer nur jung sein und hip sein und voll gut drauf sein? Kann man im ICF alt werden? Heute sind wir eine Kirche mit mehreren Generationen. 6 meiner Enkelkinder sind hier. 2 stehen da vorne. Andere haben ihre Enkelkinder hier. Hey Leute, wir sind eine Mehrgenerationenkirche. Und die letzten Worte im Alten Testament, die schließen damit und sagen, wo die Rede davon ist, hey, wenn die Herzen der Eltern, der Väter, der Mütter sich wieder den Kindern zuwenden und die Herzen der Kinder sich den Eltern zuwenden, da regierte Segen Gottes. Leute, und jetzt möchte ich ein Wort an all die Jungen unter uns richten, also wahrscheinlich 99%, die sich so fühlen hier. An all die jungen Leute hier. Look, schaut dafür, dass man weiter älter werden kann in der Kirche. Jung sein heißt nicht automatisch frisch sein und feurig sein. Look dafür. Schaut dafür, dass ältere Generationen Platz haben. Heute haben wir eine 85-jährige Frau, Schwester Margret Truniger. Wo ist sie? Ist sie da? Da ist sie. Sie habe ich kennengelernt hier in Basel, wie ich 1983 nach Basel kam. Und ich sage kurz was zu ihr. Schwester Margret Truniger. Und sie hat damals eine Kinderstunde gehalten an der Breite. Und sie hat an der Breite unten Kinder gesammelt und hat dann mit denen wirklich Jesus-Geschichten erzählt. Und daraus ist damals eine EGB entstanden. Die Urzelle war diese Kinderarbeit von der Schwester Margret Truniger. Sie ist im Vorfeld von der Celebration oben in unseren Kinderräumen gewesen mit der Salber Fröhlich und sie haben die Kinderleute nochmal ermutigt, hey, Kinderarbeit ist extrem wichtig. Danke dir, Schwester Margret. Du bist die Urzelle von so viel Tollem, was in der Stadt passiert ist. Gebt ihr eine fette Applaus. Ihr Jungen, schaut dafür, dass man älter werden kann. Und ihr Eltern unter uns, ist mir immer ein Anliegen gewesen, dass die nächste Generation Platz hat bei uns. Ihr Eltern unter uns, gebt den Jungen immer wieder Platz, gebt der nächsten Generation das Recht, es sogar anders zu machen, weil sie nämlich wieder besser wissen, so wie wir damals auch. Und gebt ihnen das Recht, dieselben Fehler zu machen, dann wird die Scherben aufkehren. Das ist gut. Das passt. Das wollte ich euch nur mitgeben.
Seid brennend, habt Feuer. Habt tiefe Fundamente, um große Brücken zu bauen. Hey, und denkt dran, irgendwann liegst du auch mal auf dem Friedhof. Und bis dahin möchten wir eine Mehrgenerationenkirche bleiben. Das war's. Danke, dass ihr nochmal zugehört habt. Ist gut. Ist gut. Wir müssen weitermachen. Setzt euch doch. Nein, jetzt hätte kein Stuhl. Deswegen mache ich weiter. Machen wir vor. Ja, lass uns vorher machen, genau. Herzlichen Dank. Jetzt ist der Moment, wo auf jeder Hochzeit darauf hingefiebert wird. Eheversprechen und so weiter. Jetzt ist der Moment, wo wir die Leitung hier offiziell, ganz offiziell jetzt hier übergeben, einsetzen, für die neue Leitung beten. Darf ich den Matthias Saladin, den Daniel Lipp und der geistliche Rat und den Marisa Saladin und den Michael Lipp hier auf der Bühne bitten, dass ihr nach vorne kommt. Ja, kommt alle. Markus Kunz. Okay, jetzt ist der Moment, wo ich mich mega drauf gefreut habe und wir jetzt 2-3 Jahre darauf hingearbeitet haben, als ganze Kirche. Und ich möchte, bevor wir für euch beten, noch was zu euch sagen. Speziell Dani und Matthias. Und ich möchte euch das mitgeben, natürlich auch euren Ehepaaren, euren Frauen. Aber ich möchte euch mitgeben, hey, seid mutig und stark. Seid mutig und stark. Gott hat euch berufen. Ihr seid nicht gewählt. Ihr seid Berufene. Ihr habt eine Berufung in eurem Leben. Und die Berufung lebt aus. Vollgas. Auch wenn Dinge mal schief gehen, macht das. Denn Gott hat euch einzigartig auch begabt. Ihr habt Begabung, Berufung in eurem Leben. Vernachlässigt die nicht. Matthias hat immer wieder gesagt, ja, du bist ein guter Lehrer, ja, du bist studiert, und ja, aber du bist Evangelist, das ist immer gesagt. Mach das. Und wenn es alle nervt, mach das. Ja, wenn sich alle aufregen, ja, jetzt schon wieder da, mach es. Das ist unsere Urquelle von ICF damals, wo er die Banane designt hat. Mr. Banana. Und Dani, das ist so eine apostolische und prophetische Art, hey, ja, geh voran, mach das. Und lebt das aus. Stellt das nicht irgendwo unter den Scheffel. Das ist eure Sache. Wirklich. Hört aufeinander. Arbeitet gut miteinander dabei. Ihr habt fantastische Ehefrauen. Ihr seid ein Dream-Team, wirklich. Und wir können uns alle glücklich schätzen, euch zu haben. Und ich bin überzeugt davon, Gott wird eine großartige Geschichte zu euch mit uns machen hier. Und ich möchte euch symbolisch das Feuer geben. Die Laterne. Dani, kommst du mal hier hin? Und ich stelle das Ding mal, du darfst nicht da oben anpacken, das ist hure heiß. Nein, ich möchte euch bewusst symbolisch heute die Fackel in die Hand drücken, wo damals hier nach Basel gekommen ist, vom ICF Zürich, mit Leuten, die gesagt haben, wir fangen das an. Und die brennend im Geist waren. Schaut dafür, dass ihr selbst brennend im Geist seid. Schaut, dass das Öl nie ausgeht bei euch. Dass ihr wirklich so unterwegs seid. Und dann bin ich überzeugt, das kommt gut. Wir stehen hinter euch. Ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich möchte ja gerne in der Kirche noch bleiben, so, wenn ich darf. So, aber das wird eine geile Story. Seid brennend, habt Fundament, Leute. Und schaut für die ganze Generation. Ihr seid Berufene von Jesus. Und vergesst das nicht. Ich habe fertig. Ich möchte jetzt Emanuel Gutknecht bitten, dass sie weitermacht.
von unserem geistlichen Rat. Merci Ralf. Wir möchten jetzt den Matthias als Leadpastor und Dani auch wirklich einsegnen. Und für sie jetzt beten, wenn ihr kennt, noch in der Mitte kommen. Ralf, kannst du für sie beten? Und Christina auf Englisch auch. Wir sind International Christian Fellowship. Und ja, wirklich eure einsegnen, geistlich auch. Dear Heavenly Father, man, what a privilege to be here today. And I just thank you so much that we've made it here. And I thank you that you have been with us every single step of the way. I want to thank you for all of the people that have invested in Matthias and Danny so that they have been able to hear your voice, to know you as their Savior, and to receive their calling to follow you and to keep on working for your kingdom. And so many people in their lives, maybe people they don't even know, have been obedient to you, Lord, and have invested in these two gentlemen to bring them here so that they can then invest your love, your grace, your peace, and your joy in us. And we are so, so grateful. We are so grateful for all of the pastors who have come before them. I am so grateful that they are standing on the shoulders of great men. I thank you and I ask you to bless Martin Baumann, Mikey Conod, Manuel Schmid, and Rolf. And I just thank you that you are with each and every one of these men who have brought us here so far, thanks to you and thanks to their obedience to you and their faithful service. And now we're looking forward, Lord, and it is exciting. And on this forward journey, Lord, I pray that you shower Matthias and Danny with your presence, that they feel your presence in every fiber of their being as they go forward. When things get crazy and rocky and hard, they are sustained by you and your grace and your love alone. And I pray that this presence will be with them like the cloud following the Israelites. I thank you that you are with them, Lord. And I thank you, Lord, that you will provide for them. I thank you, Lord, that you have stores of strength for them. Not human strength, your strength. Because you know what? They're going to need it. And I just thank you, Lord, that you are going to strengthen them. You are going to give them wisdom. And besides the wisdom, you are going to give them humor. You are going to give them joy. You are going to give them peace, Lord, as they travel this road. That isn't always easy. But I thank you, Lord, that with you, even the hard stuff can be good. Even the hard stuff can be fun. Even the hard stuff can be an adventure. And I thank you that they are called for this and they are willing. And Lord, above all, I ask that you just take your love and you put it around them like a coat. They're wearing this wonderful, they're enveloped in love. Love that is unconditional. Love that is not based on their performance as a pastor, but love that they feel from you, and love that will burn in their hearts so that they can love this church, that they can lead this church, that they can discern your voice in love and what is right for this church. God, I am so excited for the future. I thank you that you have called these two men. I thank you that they, their wives, and their families have said yes. And Lord, I ask that you bless this yes from now until the end of their service. Amen. Und Vater, ich segne den Matthias und auch den Dani hier in deinem Namen. Beten wir, dass ihr weiter brennend bleibt. Und ich bete darum, Vater, dass du ihren Segen schenkst, der doppelt so groß ist, wie das ich jemals erleben durfte. Beten für diese Kirche, dass sie weiter wächst unter ihrer Leiterschaft, sich vermehrt und wir noch ausgehen nach Frankreich, in andere Länder. Ich danke dir für die beiden und wir stellen euch beide, Family, alles unter deinen Schutz. Jesus, bewahre sie, leite sie, gib ihnen Weisheit, Umsicht und diese Mut und Stärke, wirklich nach vorne zu gehen. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Woo!
2 Männer haben uns Ja gesagt, wo wir angefragt haben. Und sie haben beides etwas gesagt, was sehr speziell war. Und sie haben beide gesagt, der Matthias hat gesagt, er dort nicht Ja sagen, wäre Marisa nicht da und dort auch ein Ja sagen zum ICF. Und der Dani hat es genau gesagt, an einem anderen Meeting, wo wir zusammen gesessen sind, hat er gesagt, ich dort nicht Ja sagen, wird Maike nicht mit mir und dort ein Ja sagen zum ICF und zu dieser Stelle. Und wir möchten jetzt eine Zeit nehmen für die Marisa, für die Maike und für ihr Segnen als Ehe, als Familie. Wir haben, ich bin so dankbar, dass die Teil sind, dass die unsere Church prägen, Maike und Marisa. Was für ein Tag, Maike! Wir sind, was ist 2010, 2011 sind wir im Kinderexpress Leiterin gesehen, am 1 mit. Ja, ich bin so stolz. Danke, macht ihr das mit euren Männern, akzeptiert ihr auch, dass sie die Leitung übernehmen. Und wir möchten jetzt wirklich segnen. Und bevor wir segnen, möchte ich etwas mitgeben. Matthias, du hast dein Leben an Jesus Christus gegeben. Du hast einen Bund geschlossen mit ihm vor Jahren. Und dann hast du vor Jahren auch einen Bund geschlossen mit der Marisa. Und letztens hast du uns Ja gesagt für die Leitung. Aber zuerst hast du einen Bund mit Jesus geschlossen und dann mit der Marisa. Und die Reihenfolge muss so bleiben. Deine Beziehung zu Jesus Christus, deine Ehe und deine Familie und dann die Church und die Leitung von Esri Church. Und ich sage es ganz bewusst. Und ja. Dani, du hast auch dein Leben an Jesus Christus gegeben und du hast eine Beziehung mit ihm angefangen. Und dann hast du einmal ein Ja der Maike gegeben. Und du hast uns Ja gegeben, letztes Jahr nochmal. Lang nach dem Ja von der Maike. Und auch bei dir, diese Reihenfolge soll gelten. Zuerst deine Beziehung zu Jesus Christus, deine Ehe und deine Familie und nachher die Leitung von unserer Church und von uns allen. Wir möchten gesunde Pastoren haben, mit gesunden Ehen, gesunde Familien. Und das ist uns wichtig. Und ich möchte gerne das alles hören heute. Wir möchten, dass ihre Ehe und dass ihre Familie gesund sind. Genau. Und wir möchten jetzt auch Ehe segnen. Irene, machst du das Face? Ja, okay. Ich segne erst diese Frauen. Marisa, sei gesegnet im Namen von Jesus Christus, vom Vater und vom Heiligen Geist. Gott hat dich berufen, Herzen zu berühren, auf eine Art und Weise, dass die Menschen genau wissen, es ist Gott, der sie berührt. Es wird so tief gehen, wie ein Mensch gar nicht gehen kann. Es ist eine Salbung, diese Tiefe in Menschen zu erreichen. Es ist Jesus, der da kommt. Und es wird Tage geben, da sehnst du dich danach, genau das zu tun. Und es wird Tage geben, da möchtest du dich am liebsten verstecken, weil du merkst, ich habe gar nichts zu geben, ich brauche selber eine Berührung. Und beides hat Platz. Und an all diese Tagen, die guten und andere, lieben wir dich als Church. Und sind dankbar um deinen Dienst in dieser Church. So sei gesegnet mit dieser Aufgabe. Du darfst Herzen berühren, wer Gott berühren möchte. Und Maike, meine kostbare Tochter, Gott hat dich berufen, das Licht anzuzünden im Herzen von Menschen. Da, wo du sprichst, da, wo du erscheinst, geht Licht auf. Licht in Dunkelheit, wo Menschen gar nicht wissen, dass es da ist. Du bist nicht zuständig für was sie damit machen. Du darfst es nur aussprechen. Du darfst es nur ausstrahlen. Und manchmal kommt die Reflexion zurück und es strahlt dich. Du darfst einfach das Licht weitergeben, was in dir ist. Vater, so beten wir um Schutz über diese Ehen. Oh, ich weiß, wie es ist, wenn Ehen angefochten werden. Wenn Ehen unter Feuer kommen. Jesus, du bist da. Unser Anfänger und Vollender von unserem Leben und unserer Ehe. So segne ich eure Ehe mit Wahrheit, mit Licht, mit Leben, mit Liebe, mit dem Aufeinanderhören, fürs Gespür, für was dran ist.
2 Frauen, neidlos verlasse ich meinen Platz und nehmt sie ein. Sei gesegnet. Ich werde euch in mir tragen, bis den Tag, dass ich auf dem Friedhof bin. Ihr seid berufen, das hier zu geben, was Gott euch schenkt. Amen. Zum Schluss möchte ich ihr alle mitgeben, betet für unsere Leiter. Nehmt das mit, es ist so wichtig. Sie brauchen alles Mögliche, für jeden Tag diesen Job auch zu machen und uns weiterhin mitnehmen, damit wir das machen, was Jesus möchte von uns. Betet für Schutz, betet für Weisheit, betet für Liebe, betet für alles Mögliche, was sie brauchen, jeden Tag. Sie brauchen unser Gebet. Das ist mir sehr wichtig. Und Jesus möchte wirklich abschließen und wir möchten uns ausrichten auf dich. Es geht um dich. Es geht alles um dich. Und der Dani und der Matthias in ihrer Leitung von unserer Church werden uns mitnehmen in dem Auftrag, wo du uns gibst. Du bist der Chef, du bist der König, du bist unser Gott. Und es geht alles um dich. Es geht nicht um uns. Wir möchten Weisheit bekommen, wir wissen, wo du uns siehst, was unser Auftrag ist. Und wir möchten wirklich, dass du die Weisheit dem Matthias und dem Dani schenkst für die nächsten Jahre. Wir möchten als Church in der Sis stehen und den Weg gehen, ob der jetzt einfach ist oder nicht. Wir möchten dich, Jesus Christus, alle zusammen hier besser kennen, näher kennen, in den nächsten Jahren. Wir möchten, dass du unser Leben veränderst und dass du unser Umfeld und das 3-Ländereck veränderst. Du bist da und wir sind bereit dafür. Jesus, es geht um dich. Amen. Irene. Genau. Vielen Dank zuerst einmal für das Vertrauen und ich fühle mich sehr geehrt, als Lead Pastor jetzt in diese neue Zeit zu gehen und ich werde mit bestem Gewissen und Wissen versuchen, diese Church und euch zu dienen mit meinen Gaben und mit meinen Talenten. Und ich bin dankbar und fühle mich geehrt, Teil einer Kirche zu sein mit Leuten wie euch. Vielen Dank. Amen. Und an dieser Stelle möchte ich kurz auch noch den geistlichen Rat erwähnen, die diesen ganzen Prozess begleitet haben und geleitet haben. Und ich denke, ihr habt mal einen fetten Applaus verdient für diese gute Transition. Ja, ich kann mich dem Dank von Matthias nur anschließen. Wir spüren euer Vertrauen durch den ganzen Prozess heute und das ist uns so viel wert. Aber wir möchten jetzt die paar Minuten noch nutzen, um vor allem euch noch Danke zu sagen, weil ihr habt uns so viel gezeigt, was wir ohne euch heute nicht wissen würden. Ich bin bin ich dankbar, Ralf, dass wir ein Beispiel stellen konnten für, ja, es funktioniert familiär und geschäftlich zusammen. Auch für dich manchmal herausfordernd war, ich weiß, du hast nicht gern 2 Hüte und heute darfst du einen Hut abgeben. Und aber es ist eine großartige Story und ich habe es immer geliebt, mit dir zusammenzuarbeiten, auch in der familiären Verbindung. Ich liebe es, wie du unsere Theologie weiterentwickelt hast, wie du eine Barmherzigkeit reingebracht hast in unsere Theologie. Als junge Kirche, die vorwärts geht, die immer mehr will, immer auf dem Gaspedal ist, immer noch einen Gang hochschalten will, warst du der immer wieder erinnert hat, es gibt auch andere Phasen und wir bauen auch in diesen Phasen Kirche. Und da hast du was reingebracht, in meine Theologie auch, dass wir bleiben und das ist wichtig für uns. Ich bin
enorm dankbar, Ralf, dass du eine Persönlichkeit immer warst hier in dieser Kirche und heute noch bist, die sich nicht selbst ins Zentrum gestellt hat. Deine Worte vorhin haben das gezeigt. Jesus steht im Zentrum. Das war immer deine Predigt. Du hast aber auch immer die Menschen um dich herum gesehen. Du hast es Mats und mir so einfach gemacht, in Position zu finden, das Vertrauen der Kirche zu bekommen. Wir mussten uns nie irgendwie Platz erkämpfen. Wir hatten nie das Gefühl, wir stehen hinter dir, sondern wir durften neben dir stehen und mit dir gemeinsam diese Kirche leiten und lernen, wie das geht. Und ich fühle mich heute sicher, weil ich so eine lange Einarbeitungszeit hatte an deiner Seite. Und das ist mega, mega. Ihr dürft am Ende klatschen, sonst dauert es ewig, Leute. Jetzt kommen noch ein paar Sachen. Irene, du hast so viel gegeben, was keiner gesehen hat. Ich zähle das jetzt nicht alles auf. Wir wissen ungefähr, was das war. Aber ich will dir persönlich was sagen. Du hast so oft, das, was du vorhin gebetet hast, selbst warst du Teil dieser Versorgung Gottes uns als Familie gegenüber. Du hast unsere Kinder genommen, damit wir uns in die Kirche investieren können. Du hast uns immer wieder daran erinnert, denkt an euch als Ehepaar. Und dafür bin ich dir so dankbar. Ja, ich möchte dir, Ralf, ganz speziell Danke sagen für die 12 Jahre, die ich an deiner Seite Pastor sein durfte und in meine Berufung hineinfinden konnte. Und ich möchte dir Danke sagen für dein Vertrauen, das du immer wieder bewiesen hast für junge Leute. Nicht nur mich, ich war 21, als ich angestellt worden bin, oder 22. Und ich möchte dir Danke sagen für deine Vertrauensbereitschaft, auch wenn sie manchmal enttäuscht worden ist. Du hast immer wieder neu gewagt, auch du, Irene, ihr habt immer wieder neue Menschen Vertrauen geschenkt, neue Menschen Platz gemacht. Und jetzt bist du seit 40 Jahren Pastor hier in Basel. Und für mich, ich habe etliche Predigten von dir gehört, Ralf. Ich weiß nicht wie viele. Aber die lauteste und die prägendste für mich ist, dass du heute noch nach 40 Jahren immer noch im Dienst bist. Das ist für mich die beste und prägendste Botschaft, die du für mich verkörperst. Deine Treue und Beständigkeit durch Hochs und Tiefs. Und auch du, Irene, ich weiß, ihr hattet Hochs und Tiefs. Und eure Beständigkeit, eure Treue, eure Berufung, treu zu bleiben, begeistert mich und ganz viele von uns. Vielen Dank. Und ich habe es gesagt, Ralf ist seit 40 Jahren Pastor hier in Basel. 40 Jahren. Das ist älter als Dani und ich zusammen, fast schon. Ja. Fast. Und dein Impact und euer Impact geht übers ICF hinaus. Und wir haben ein paar Leute eingeladen, von denen ein paar zugesagt haben und es möglich machen konnten, die jetzt gerne auf die Bühne kommen. Und du wirst sehen auf den Schildern die Jahreszahl, wie lange sie dich... Applaus für die Leute, genau. Und ich weiß, alle diese Menschen, und es gibt noch mehr, könnten jetzt eine Rede halten, für was sie dankbar sind. Aber wir möchten gerne zwei speziell jetzt zu Wort kommen lassen, die geprägt worden sind durch dich, Ralf. Und wir beginnen mit Christian Schneider. Christian Schneider, du kennst Ralf am längsten von allen. Komm bitte, du kannst gerne hier in die Mitte kommen. Ja, guten Morgen, lieber Ralf, liebe Irene. Also eigentlich brauche ich eine Stunde, um zu erzählen, wie wichtig und wie viel euer Leben eigentlich in meinem Leben einen Impact gehabt hat. Aber ich bin euch ja im letzten Jahrhundert, vor 40 Jahren, zum ersten Mal begegnet. Ralf, du kamst da an die FETA, heute STH, und hast studiert.
und bist dann mit deinem Freund, deinem Studienfreund Ralf Volker Heitz, bei mir eine ziemlich verrückte Wege eingezogen. Und das war so der Beginn einer langen Freundschaft. Und für mich warst du das mutige Vorbild eines sehr sympathischen Jesus Freak damals, mit einem großen Bart und viel Haare. Mit deiner Erzählkunst und Leidenschaft hast du Menschen in den Straßen und Plätzen meiner Heimatstadt Basel verunsichert und mit Jesus bekannt gemacht. Und damit hast du mich angesteckt und auch viele der damaligen Studienkollegen. Das war die Zeit, ja, das war auch die Zeit, wo du die wunderschöne und stimmgewaltige und nicht minder leidenschaftliche Irene kennengelernt hast. Und bist noch heute zusammen mit ihr. Wunderbar. Und ja, du hast damals gesagt, Christian, sagtest du einmal, es ist einfach, Kindern von Jesus zu erzählen. Komm doch mit auf die Straße und sprich zu Erwachsenen. Wow, das war ein Abenteuer. Und aus diesen Bemühungen damals ist dann auch die evangelische Gemeinde Basel entstanden, die für viele Jahre, zuerst in der Stadtmission, dann Theodorskirche, Peterskirche, Ökolombard, wirklich viele Menschen in die Nachfolge gerufen hat und auch begleitet hat damals. Ralf und Irene, ihr seid unermüdlich stark, auch gerade für die Menschen am Rand und für die Armen dieser Welt. Ihr habt das Hilfswerk Servants, das Schweizer Hilfswerk, mitgegründet und mich in die Slums gesandt damals, für 13 Jahre. Und nicht nur dorthin gesandt, sondern ihr habt mich auch besucht. Und ja, genau, dort in den Ghettos hat durch Gottes Eingreifen eigentlich eine Arbeit ist entstanden, Onesimo, die bis zum heutigen Tag Tausende, ja, Kinder, Jugendliche, Familien und etwa 40 Gemeinden wirklich dort handfeste Hilfe bringt und auch auf Jesus hinweist. Und das ist ein Wunderwerk Gottes, das ihr unterstützt bis heute. Ralf und Irene, ich wünsche euch in diesen kommenden Jahren wirklich, dass ihr diese Begeisterung für Gott, diese Leidenschaft weiterträgt, mit uns zusammen und dass es euer Leben prägt. Ihr seid wirklich Leuchttürme der Hoffnung für viele, für mich und für viele. Dankeschön vielmals. Ja. Ralf, wir stehen hier als Freunde und Bekannte und Wegbegleiter von dir in den letzten Jahren und Jahrzehnten und die Geschichten, die wir mit dir, mit euch erlebt haben, die könnten ganze Abende füllen. Ich habe aber nur 2,5 Minuten. Also ich darf jetzt stellvertretend für die Geschichten hier dir einfach einen herzlichen Dank aussprechen und ich möchte das tun, indem ich darauf hinweise, dass du für mich 2 Begriffe völlig neu definiert hast. Und der erste Begriff ist Zusammenarbeit. Was wir im ICF Basel gemacht haben, jeder, der etwas von Organisationsmanagement und von Leitungsaufgaben und so versteht, hätte und hat uns davon abgeraten und es hat trotzdem funktioniert. Also noch bevor du ins ICF gekommen bist, ich habe als Pastor, habe ich bei dir Rat gesucht. Du bist mein Coach gewesen, als du noch in der Täufergemeinde Pastor warst. Und ich war mit vielem überfordert und habe bei dir quasi Hilfe geholt für meine Aufgabe als Senior Pastor im ICF Basel. Dann habe ich dich angestellt und du hast unter meiner Leitung mehrere Jahre lang als Executive Pastor gearbeitet und das lief so gut, dass wir dachten, wir tauschen die Rollen mal. Und dann bist du Senior Pastor geworden und ich habe unter deiner Leitung als Teaching Pastor jahrelang gearbeitet. Und das war ganz bemerkenswert, wie gut das eigentlich lief. Wir hatten eine gemeinsame Vision für die Kirche und ganz viele gemeinsame Intuitionen auch. Wir haben die Erfolge des anderen gefeiert. Wenn einer von uns auf der Bühne stand, dann derjenige im Publikum, der am meisten mitgefiebert hat, das war dann der jeweils andere, der sich gefreut hat über jeden Home Run, den der andere erzielen konnte. Mehr als über eine eigene gelungene Predigt habe ich mich gefreut, wenn dir Predigten und anderes gelungen ist und umgekehrt. Das war einfach bemerkenswert. Ich glaube, das erlebt man im Leben vielleicht nur einmal. Und der zweite Begriff ist Freundschaft.
Und das hat natürlich damit zu tun, ich verdanke dir den Mut für ganz entscheidende Weichenstellungen in meinem Leben. Du hast dich als ein Freund erwiesen, der mir zu Dingen geraten hat, die für dich einen hohen Preis hatten, die für dich eigentlich Nachteile hatten. Und du hast mich an die Uni gejagt, um diese elende Dissertation endlich fertig zu schreiben. Und du wusstest, dass ich meine Stelle reduzieren muss und für dich mehr Arbeit und mehr Verantwortung anfällt. Du hast vor 5 Jahren mich ermutigt, eine neue Aufgabe anzunehmen, weil du gemerkt hast, dass etwas Neues dran ist für mich, auch wenn ich weiß, wie viel dir unsere Zusammenarbeit bedeutet hat. Ralf, Freunde wie dich werden einem nicht oft geschenkt. Und ich hoffe jetzt in deinem Ruhestand, wenn du dann auf deiner selbstgebauten Veranda sitzt, dass du ganz viele schöne Stunden dort verbringst. Und ich hoffe sehr, dass einige dieser Stunden, dass ich die mit dir verbringen darf. Vielen Dank, Ralf. Ihr könnt gerade stehen bleiben. Wir möchten jetzt, ihr könnt euch den Applaus sparen, weil wir dürft jetzt gleich nochmal richtig applaudieren. Wir haben ein paar Geschenke für euch. Irene, Ralf, kommt doch nochmal nach vorne. Zuerst mal, Irene, ein Geschenk für dich. Wo ist es, das Geschenk für dich? Es kommt. Sehr gut. Genau. Und wir dachten, wir wollen kein Blumenstrauß für Ralf. Wir haben gedacht, wir müssen etwas Symbolisches für euch jetzt organisieren. Und wir haben eine Fahne für euch. Vielleicht kannst du die mal jetzt aufmachen. The Ride of Ralf, genau. Du kannst sie mal wehen, genau. Genau. Das ist ein Symbol. Weil vorhin hat man gesagt Ruhestand, aber wir sind ja überzeugt, dass deine Berufung ab heute nicht zu Ende ist, sondern der Ride of Ralf, der geht weiter. Der geht weiter und deswegen möchten wir auch jetzt als alle zusammen und ihr hinten für Ralf und Irene beten für deine Pensionierung und dass ihr voll Feuer, ihr habt das nicht abgegeben jetzt, sondern weiter in eure Berufung in einer neuen Rolle gehen dürft. Komm, wir strecken unsere Hände symbolisch aus zu diesen zwei und wir beten, segnen euch. Vater, wir danken dir für Ralf und Irene, wir danken dir für deine Berufung in ihrem Leben, dass du sie nach Basel geholt hast. Wir danken dir für das, was du durch sie geschaffen hast, was du ermöglicht hast, wie viel du bewegt hast. Und wir segnen euch mit dem Feuer Gottes für eure Pensionierung jetzt in einer neuen Rolle, dass der Ride of Ralf weitergehen darf. Amen. Amen, Amen, Amen. Sehr gut. So Leute, in der nächsten halben Stunde erzählen wir euch, was wir vorhaben. Ich sehe euren Schock in den Augen, das ist wunderbar. Wir machen es kurz. Wir haben jetzt, wir haben die Ehre, einfach kurz nach vorne zu gucken mit euch. Wir wissen, wir haben in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz viel Zeit, deswegen fassen wir uns kurz. Wir feiern 25 Jahre ICF Basel und wir wissen, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu wiederholen, was in den letzten 25 Jahren passiert ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, das zu verwalten, was bisher existiert. Ja, das gehört dazu. Aber wofür wir antreten, wir wollen Gottes Reich, wir wollen seine Kirche gestalten. Ja. Und wenn ich in eure Augen gucke, dann sehe ich eine Kirche, die Bock darauf hat. Und das macht mir richtig Bock. Weil ich liebe es, wenn die Kirche gemeinsam vorwärts geht, gemeinsam Leidenschaft hat. Aber was mir noch mehr Bock macht, ich merke, Gott hat auch Bock. Gott hat auch Bock. Und er hat es uns in den letzten Wochen und Monaten so deutlich gezeigt. Und das ist so krass, wie wir seine Versorgung erleben dürfen, wie wir seine Unterstützung erleben dürfen. Wir fühlen
fühlen uns richtig angeschoben. Wir merken, wir dürfen gerade einen neuen Stuff aufstellen zum Beispiel. Und das ist in so einem Change nicht so einfach. Aber wir merken, wie Gott Herzen vorbereitet hat und zu uns geführt hat. Und wir werden heute Nachmittag eine Interview-Session machen im Alten Kraftwerk. Da werde ich ein paar Menschen interviewen aus unserer Kirche. Und unter anderem werde ich euch 3 Leute vorstellen, die neu in den Staff vom ICF Basel kommen. Und das ist ein Timing, das ist unglaublich für uns. Und die Herzen sind so wunderbar und es wird so viel Schönes in unsere Kirche reinkommen mit diesen Menschen. Und wir werden nachher noch mehr erfahren über diese Session. Aber wir merken einfach, Gott ist dabei. Gott versorgt uns, nicht nur das, nicht nur mit dem, was wir brauchen, sondern er überschüttet uns mit seinem Segen. Ja. Und wir spüren das. Wir sind hier, um zu gestalten und wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott das bringt, was es braucht und noch viel mehr. Und so haben wir zum Beispiel auch eine Reach-Kampagne, die wir heute starten. Wir machen jetzt nicht ein großes Thema draus, wir haben draußen eine Plakatwand aufgebaut, wenn ihr rausgeht zum Alten Kraftwerk, du kannst dir mal anschauen, weil diese Reach-Kampagne wird euch zeigen, was vorgeht, wovon wir träumen, was noch nicht existiert, aber entstehen soll. Und vielleicht einfach ein Teaser, ein Satz zu dieser Kampagne von Mats. Jetzt müsst ihr ganz still sein. D'ici à 2 ans, nous souhaitons créer un ICF en France. Genau. Übersetzt. Übersetzt, ich möchte diesen Teppich kaufen. Nein. Wir planen in 1, 2, 3 Jahren in Frankreich unseren lang geträumten Traum Realität werden zu lassen und gründen dort ein ICF. Und ich freue mich besonders, mit euch gemeinsam Kirche zu bauen. Wenn ich hier rumschaue, dann ist wirklich die Menge an hammergenialen Leuten wirklich fast schon beängstigend gut. Und das freut mich so dermaßen, mit euch unterwegs zu sein. Und wir haben jetzt eine kleine Präsentation vorbereitet. Vor 5 Jahren feierten wir in dieser Halle das 20-jährige Jubiläum vom ICF Basel. Und wir haben uns um den Vers Lukas 4, 18 bis 19 gedreht, wo Jesus seine Job Description auflistet. Er sagt, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Blinden, dass sie wieder sehen, Gefangene, dass sie wieder frei sein dürfen und auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und wir haben 4 Statements gemacht über unsere Church für die nächsten 25 Jahre und die gelten immer noch. Und letzten Sommer war ich in den Ferien auf meiner Veranda und habe mir mal Zeit genommen, weil dort war so angebahnt, dass ich Lead Pastor sein werden könnte. Und ich habe mich hingesetzt und habe das aufgeschrieben. Wie würde diese Church aussehen? Wenn ich jetzt träumen könnte, auf was habe ich Bock für die nächsten 12 Jahre? Ich könnte ja auch Physiker werden oder Zahnarzt oder was auch immer. Ich könnte ja was anderes machen. Aber wieso habe ich persönlich Bock und wieso haben wir Bock? Und wir haben das niedergeschrieben und haben das bearbeitet und gefeilscht und wir möchten euch das gerne jetzt in dieser Präsentation zeigen. Und ich bitte dich, kling dich damit ein. Lass es Teil werden von deiner Geschichte, von deiner persönlichen Geschichte. Und wir gehen dann rüber in eine Worship-Zeit, wo wir Gott die nächsten 20, 25 Jahre hinlegen. Amen. Die Kirche, von der wir träumen, ist Gottes Antwort für viele Menschen in der Not. Sie teilt den Segen großzügig mit den Armen und trägt so dazu bei, dass sich Hoffnung in der Welt ausbreitet. Ihre Großzügigkeit wird nicht nur in ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern auch in den ärmsten Teilen der Welt erfahrbar. Einsame Menschen finden Liebe und Annahme. Witwen und Alleinerziehende finden Unterstützung. Hungrige werden satt. Durstige bekommen zu trinken. Gefangene bekommen Besuch. Nackte werden bekleidet. Fremde finden eine Heimat und Waisenkinder ein Zuhause in liebevollen Familien. Die Behörden schätzen unsere Kirche als unverzichtbare Partnerin im Kampf für das Wohl der Bevölkerung. Mehr gute Nachricht für Arme. Die Kirche, von der wir träumen,
verkörpert die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Kranke und leidende Menschen erleben Heilung, Hilfe und Trost. In dieser Kirche fallen Lasten ab. Seelische, körperliche, geistliche Beschwerden werden durch Freiheit, Freude und Frieden ersetzt. Zerbrochene Beziehungen werden wiederhergestellt, ungesunde Muster durchbrochen. In dieser Kirche wird mit der Kraft Gottes gerechnet, denn sie ist stetig präsent. Religiöse Gesetzlichkeit weicht einer kreativen, menschenfreundlichen, lebensbejahenden und hoffnungsvollen Kultur, die Gottes Charakter widerspiegelt. Diese Kirche weiß das zu feiern, vergisst aber nicht, mit den Menschen in Not zu leiden und sie durch schmerzhafte Zeiten zu begleiten. Mehr Freiheit für Gefangene. Die Kirche, von der wir träumen, spricht die Menschen unserer Gesellschaft an. Sie vermittelt das Evangelium so, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fällt und sie die Schönheit, Heiligkeit, Autorität und Liebe Jesu für sich erkennen. Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft werden von Jesus ergriffen. Das geschieht im Großen am Sonntag und im Kleinen unter der Woche. Unsere Zusammenkünfte sind von der Gegenwart Gottes durchdrungen. Die Menschen kommen in Scharen zu ihm, weil sie ihn bei uns erleben können. Diese Begegnungen sind weit mehr als attraktive Events. Sie entfachen in Menschen von jung bis alt eine Leidenschaft für die, die Jesus noch nicht kennen. Mehr Sicht für Blinde. Die Kirche, von der wir träumen, befähigt Menschen, dem Missionsbefehl von Jesus zu folgen. Sie sendet sie in alle Bereiche der Gesellschaft und in alle Regionen der Welt, damit sich Gottes Reich weiter entfaltet. Diese Kirche sieht ihren Erfolg nicht nur in ihrer Sammlungskraft, sondern ebenso in ihrer Sendungskraft. Gott gegebenes Potenzial von Menschen wird durch eine Kultur der Ermutigung freigesetzt. Wir sehen eine Kirche voll mit Menschen, die ihre Berufung kennen, fest im Glauben stehen und in der Nachfolge mündig geworden sind. Überall in der Gesellschaft übernehmen sie Verantwortung und prägen diese Welt zum Besseren. Mehr Befähigung und Aussendung. Schenkst mir den Neuanfang, das Alte ist vorbei.
ist erst der Anfang. Wow. Hey, ich knüpfe an das, was Ralf gesagt hat ganz am Anfang. Es geht um Jesus. Und auch wenn wir festen im ICF, wir festen, wir lieben das Leben, wir lieben die Gemeinschaft und am Schluss lieben wir Jesus mit das, was wir machen, mit das, was wir organisieren, wie wir feiern. Wir wollen auch zeigen, dass es richtig Spaß macht in der Kirche und Jesus ist am Zentrum von unserem Spaß. Darum passiert jetzt alles, was ich dir jetzt erzähle. Der offizielle Teil ist fertig und jetzt wollen wir richtig zusammen feiern. Wir wollen auch euch feiern, wir wollen dich feiern. Das ist unser Volunteer-Event, auch gerade der Nachmittag. Darum ist ab jetzt alles gratis. Und wir haben Volunteers von verschiedenen Locations. Wir haben Volunteers vom ICF Lörrach. Wo sind unsere Volunteers von Lörrach? Yes, so. Wir haben Volunteers vom ICF Basel-Land. Wo ist Basel-Land? Und wir haben Volunteers von Basel, Basler. Und vielleicht bist du eingeladen worden, vielleicht bist du Gast bei uns und du bist herzlich eingeladen, auch gratis zuzuschlagen. Du bist unser Gast und wir freuen uns, du musst kein schlechtes Gewissen haben und wir freuen uns umso mehr, wenn du irgendwann einmal vielleicht auch ein Teil von dieser Gemeinschaft bist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ich heiße Raphael, ich bin ein bisschen so wie der Touchmeister, so von nach der Hochzeit und so, kann man die einfach ein bisschen blöd tun und so. Und wenn es irgendjemand etwas gibt, was Spaß macht, wo Blödsinn ist, dann bin ich gar nicht weit von dem. Komm auf mich zu, wenn du irgendeine Frage hast, wenn du verloren bist. Ich versuche dir sehr gerne anzuknüpfen, dort wo du Hilfe brauchst. Du siehst hinter mir, wie das Programm weitergeht. 11.30 Uhr, das ist ab jetzt, ungefähr 11.30 Uhr, ja genau. 11.30 Uhr, nächste Programm, also ab jetzt gibt es Drinks und Foods, Ausgang schauen, es gibt Unmengen von Sachen, für grosse, für kleine. Du siehst also auch einblendet, was es alles für Activities gibt. 14.30 Uhr ist der nächste Programmpunkt im Saal Alter Kraftwerk, das ist hier hinten. Im grossen Saal findet das Interview statt, wo der Dani angekündigt hat, mit Leuten, die schon lange im ICF sind und das Feuer weitertragen, mit Leuten, die ganz kurz im ICF sind, aber das Feuer auch weitertragen. Sicher eine spannende Sache. 14.30 Uhr. Ich werde dich auch daran erinnern, keine Angst. Du musst dir eigentlich gar nichts merken. Genau. Sehr wichtig, bitte jetzt ganz zuhören. Also man kann Blödsinn machen, aber zwei Sachen sind extrem wichtig. Bitte beachtet Absperrungen, die wir auf dem Areal haben. Wir haben nicht das ganze Areal und es ist wichtig, dass wir uns an das halten. Okay? Yes. Das andere, Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Denken daran bitte, eben, wir haben nicht das ganze Areal und es sind Autos, die nicht uns gehören. Und die sollte man bitte nicht bemalen oder bekritzen. Also Eltern, bitte schaut auch auf eure Kinder. Jemand möchte ich noch danken jetzt. Ich weiss, eben so ein Volunteer-Event, das ist mega viel Aufwand mit mega recht wenig Leuten, die das vorbereiten. Und wir haben schon genug geklatscht heute. Wir schreien dann einfach zusammen ein grosses Dankeschön. Am ganzen Staff und an all die Volunteer, die sagen, und sogar bei einem Volunteer-Event bin ich dabei und ich helfe damit. Einfach unser Dank geht an euch. Danke vielmals. 3, 2, 1. Danke! Jawohl. Nein, wir klatschen nicht, haben wir gesagt. Wir klatschen nicht. Gut, das habe ich gesagt. Ja, 16.30 Uhr. Ab 16.30 Uhr gibt es eine Pause. Das ist eine Schminkpause, eine Duschpause. Kinder schnell irgendwie ablegen, Batterie laden, Pause. Weil am 19.00 geht es hier weiter. Und das ist nicht so, ich entscheide mich noch, ob ich nochmal komme. Das ist ein Teil von dem, wo du jetzt dabei bist. Also kurze Pause extra für dich. 19.00 bist du und hier fängt die riesen Party nochmal an. Auf der Bühne mit verschiedenen Bands und verschiedenen Programmpunkten, die du sicher nicht willst verpassen. Also sei unbedingt dabei. 19.00 hier dabei. Der erste Drink ist dort dann noch gratis.
und nachher kannst du dann twinten. Ja, ich habe glaube alles gesagt. Genau. Wenn du etwas mitgenommen hast für den Ralf, ein Geschenk, hat's beim Ausgang, rechts, gerade vor dem Ausgang, hat es einen Geschenktisch. Du kannst es gerne dort anstellen. Und ich möchte eigentlich den Ralf nochmal auf die Bühne bitten. Ralf, es gibt nochmal etwas für dich. Genau, mitfahren. Ich sehe mal den Ralf Fahne schwingen in der Kille. Sehr gut. Ralf, jetzt musst du den Bildschirm anschauen. Komm vielleicht ein bisschen auf die Seite. Kannst den Bildschirm anschauen. Die nächste Überraschung geht hier los. Happy Ruhestand, lieber Ralf. Hallo Ralf. Lieber Ralf. Ich bin dankbar, dass ich den Ralf auch kennenlernen konnte. Ralf, vielen Dank. Hey Ralf. Ralf, wir sind dir extrem dankbar. Ralf, wo soll ich anfangen? Danke Ralf, dass du uns gelernt hast, dass Kirche als Gemeinschaft funktioniert. Hey Ralf. Hallo lieber Ralf. Hallöchen. Ralf, du bist unser Wegbereiter. Hey Ralf. Hier ist deine Pension und ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten. Ciao. Amen. Ich finde an Opa toll, dass du immer so schön angezogen bist. Alles Gute. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wunderbare Pension, einen guten Start und allzeit gute Fahrt. Und dann fliehen sie dem Moloch. Denken sie Trump Tower, da steht er. Ich baue ihn höher, 2 Kilometer. Flugzeugträger, Leasingrate, bezahle ich mit der schwarzen Kreditkarte. Fahren sie durch die Schlamm in einem Monster Truck. Jagen sie die Beute wie ein Raubtier. Scheffeln sie Milliarden, darin können sie baden. Gewinnen sie jetzt genau hier. Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los. Sie erreichen ihre Ziele. Ein bisschen Größenwahnsinn kann nicht schaden. Und